Hallo ihr liebe Leute, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play The Last of Us Remastered Left Behind auf Pelzig. Wir sind hier stehen geblieben, wo wir hier die wunderschöne Gelände hier runtergesprungen sind. Und ja, wir wollen zu dem Helikopter da oben hier und wollen gucken, ob da nicht eventuell irgendwelches medizinisches Zeug drin ist, was das schöne Kreuzel hier symbolisieren wird. Außer das Ding ist aus der Schweiz geklaut, um den Joel entsprechend immer heilen zu können. Da gucken wir uns gerade hier in dem Gebiet mal um und schauen wir mal, ob wir da nicht irgendwas Schönes finden und wenn es dann auch nur Bastelkram ist. Wenn zum Beispiel so ein schöner Müsli-Riegel, ein bisschen arg schlache ist die Ellie ja auch schon. Da kommen wir leider noch nicht durch. Oder gar nicht durch. Das wird sich zeigen, ob wir da überhaupt noch irgendwie eine Verbindung haben. Ich bin mir nie sicher, so wie gesagt. Ist ja schon ein Weilchen her, wo ich das gespielt habe. Hat schon fast Charakter von einem Blind Through. Ja, da haben wir noch Schlafstätte. Hier scheinen wohl auch noch Leute gepennt zu haben. Ich will gar nicht wissen, ob sich das nicht möglicherweise als Runner oder so dann entpuppt, was hier mal gelebt hat, falls die Leute nicht friedlich abgezogen sind. Da sieht's aus, als ging's weiter. Hm. Nur Krähe. Okay, dann ist gut. Da müssen wir wohl hin, wie es scheint. Besten Dank, Militär. Geht das auch irgendwie an? Folge den Kabeln. Stimmt schon? Besten Dank, Militär ist auch nicht schlecht. Ja, und dass man den Kabel folgt, hat sie wohl in dem Fall auch vom Joel gelernt. Das sind nach Klinge und Alkohol, das ist auch nicht schlecht. Okay, dann scheint wohl das Militär hier ein bisschen mehr gemacht zu haben. Ja, hier noch mehr Schlafmöglichkeiten. Und endlich unsere erste Pistole-Munition. Wird Ammo-Zeit, dann können wir uns hier wenigstens verteidigen und nicht nur mit dem Messerle und mit dem Backstäh. Wir wissen nicht, ob die Ellie so viel Wucht drauf hat wie der Joel, um da einen Klicker oder einen Runner entsprechend ausschalten zu können. Von daher kann nicht schaden. Noch ein Energieriegel oder sowas neu gepetzt. Ansonsten war es das, glaube ich, hier in dem Bereich. Nee, da ist ja noch fette Beute, glaube ich, zu holen. Können wir da drüber kraxeln? Jo, super. Wir sind jo flexibel. Nehmen wir noch mehr Alkohol. Und noch ein bisschen Mehl. Das ist ja wie im Schlaraffenland hier, was uns der leichte Modus wieder zu bieten hat. Oh Mann. Ja. Kranke Liga. Atriumnotiz. Nett sieht's aus. Da die Vorräte zur Neige gehen, sind Gefreiter Eugene, Alice und ich in der Hoffnung, zusätzliche Vorräte besorgen zu können, zum Ladedock gegangen. Wir wurden unvorbereitet überrascht, als uns eine Gruppe von etwa einem halben Dutzend Infizierter des zweiten Stadiums angriff. Also Klicker in dem Fall. Wir haben die Gefahr neutralisiert, allerdings erst nachdem Alice gebissen wurde. Nach einer hitzigen Diskussion, in der Gefreiter Alice versuchte, sich das Leben zu nehmen, habe ich ihn kampfunfähig gemacht. Weil er so ein toller Hecht ist wahrscheinlich. Anschließend nahm ich es selbst auf mich, gegen das Protokoll zu verstoßen. Oh Gott, was ein harter Hund. Ich isolierte die Infektion mit einem Druckverband. Ich fand eine chirurgische Säge im verlassenen Notlager und reinigte sie. Ich verabreichte Gefreiter Alice Morphium, bevor ich seinen Arm einige Zoll über dem Biss amputierte. Ich glaube, dann ist er dabei einer abgegangen, nachdem er das doch geschrieben hat. Ich bin zuversichtlich, dass der Gefreite, sobald er das Bewusstsein wieder erlangt, von der Cordyceps-Infektion befreit ist. Captain Regan Francis. Tollster Hecht von Welt, wo gibt. Mann, oh Meter. Da ist noch der mumifizierte Arm dran. Njam, 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 njam. Also wer Bock auf so Soylent Green Schenkel hat, der kann doch mal gerne eine abbeißen, aber die Ellie ist doch, glaube ich, nicht scharf drauf. So groß ist der Hunger auch nicht und ein paar Müsli-Riegel waren sowieso parat. Da muss man sich nicht gerade Menschenschenkel neipetzen, beziehungsweise den Menschenarm. Aber ja, da ist ja noch was zu essen. Gerade wenn man vom Teufel spricht, ne? Und ich sehe gerade, mir kennen was Bastler. Ja, Medikit haben wir schon, deswegen Molly. Muss einfach sein. Super. Dann sind wir doch so halbwegs irgendwie ausgerüstet. Und können jetzt da mal hier, wo uns der Hinweis hier lockt. Oh Jesus, wieder so dunkles Loch. Noch mehr Pistolenmunition, das ist super. Volles Magazin. Super.
Oh, nee, ich will doch nicht rein. Ich weiß genau, dass du wieder bestimmt irgendein Scheiß kommt. Ja. Oh Gott! Scheiß Katze. Scheiß Katze jetzt nicht, aber es wundert mich, dass du Kätzel überhaupt drin ist. Ah. Dass das Kätzel da überlebt hat. Also, ich weiß nicht, wenn ich mal so meinen Kater anguck. Ich glaube, der geht hier nicht besonders lang überleben. Vor allem, wenn hier Infizierte sind. Gott. Ist ja kalt. Oh je, oh je, oh je. Also durch die der mag ich noch nicht gehen. Ah, da kann ich nicht hoch. Verdammt! Soll ich hier verrecken? Das wäre exakt dieselbe Frucht, die ich mir da auch stelle, tät. Verdammter Mist. Oh Mann. Okay, also da komme ich wahrscheinlich auch in dasselbe Raum. Okay. Oh nee. Oh nee. Fuck. Ich weiß genau, was hier kommt. Scheiße. Oh nee. Oh, ich hab's noch in Erinnerung. So ein elender Rotz. Das ist so Zitterpassage, vor allem wieder im Stockdusterer. Da kann ich genauso gut auch hier durchgehen. Komm schon. Ah nee, okay. Ja gut, das Spiel hat vorgesehen, dass ich dort durchgehe. Okay. Ich habe nur gedacht, das wäre der Weg, der durchgeht. Und wollte dann eigentlich über so eine Seite, der noch in den Leberraum oder so kommen. Aber gut, das ist der offizielle Weg hier. Oh Mann, nee. Ich weiß genau, was das für ein Raum ist. Aber ich weiß leider nicht mehr, wie es zu machen ist. Ich gucke mich jetzt erstmal um. Oh, ich müsste die Pampers jetzt parat haben. So ein Rotz. Die meterdick erwachsene Pampers bräuchte ich jetzt. Und erstmal ein bisschen Leverwurst nasche, um die Nerven zu beruhigen. Ah, okay, das war der Krusch, der uns hier den Weg versperrt hat. Ja gut, da hätte man drücken können wie ein Ochs, da wäre man nicht durchkommen. Der hat wahrscheinlich auch der Joel ein paar Anläufe gebraucht, um da durchzukommen. Da noch irgendwas? Da auch wieder das A-Team gewesen. Die hinterlassen ihr Vans auch überall hier. Dann ist da wieder Leverwurst-Dose und Müsli-Riegel. Den können wir uns wahrscheinlich noch hernepetzen, wenn hier wieder Zeug basiert ist. Ich mag jetzt nicht spoilern, aber oh, auf jeden Fall die Batteriewechsler. Hey, ich will hier nicht den dunklen verrecken. Ach, du liebe Zeit. Ne. Ja, das ist der Weg, wo wir zum Schluss raus müssen, glaube ich. Und da haben wir noch 6 Pistole-Munition. Super. Ja, das ist der Weg, wo wir durch müssen. Scheiße. Zu. Aber ja, der ist hier zu. Okay. Lauschmodus haben wir auch. Und nochmal Pistole-Munition. Das ist prima. Super. Wir haben schon 18 parat. Dann muss ich mich dem jetzt stellen, glaube ich. Da führt jetzt wohl kein Weg dran vorbei. Und irgendwelche sammelbare Artefakte oder so haben wir jetzt auch nicht hier. Nee. Oh, nochmal Pistole-Munition. Ich bin um jeden Schuss hier dankbar, weil wenn es hart auf hart kommt, ihr kennt das wahrscheinlich selber, wenn ihr so Horrorspiele oder sowas zocken. Ah, du kannst mal nicht hochklettern, schade. Wenn ihr sowas spielt, du lässt ja auch so normalerweise noch mit der Zielgenauigkeit. Und in dem Fall ist es bei mir nicht anders. Wenn ich da mir in die Hose mache bin, da wackel ich auch ordentlich wie so ein Kuhschwanz. Was haben wir da noch verkruscht? Da liegt noch so ein Tankbehälter rum. Und wir haben voll die Pistole-Munition. Deswegen können wir die nicht aufnehmen, aber ist schon mal gut zu wissen, dass da was liegt. Braucht Saft. Okay, hier braucht alles Saft. Ja. Endstation. Na gut, dann muss es wohl sein. Wir machen es wie beim Joel. Ach, hier Aktionstaste drücken. Nichts? Kein Saft. Verdammt. Ah, da ist ja noch ein Artefakt. Okay. Generatornotiz. Ah, wieder mit dem Reckon. Der Zustand des gefreiten Alice hat sich verschlechtert. Er glüht geradezu und konnte kein Essen bei sich behalten. Vielleicht habe ich einen Fehler gemacht. Vielleicht war die Amputation zu spät. Vielleicht verwandelt er sich, wenn ich ihn nicht beobachte und... Das Infektionsprotokoll. Wir haben bei Officer Caulfield getan, was notwendig war. Wie mache ich eigentlich was vor? Wir haben Larry ermordet. Alice hielt ihn am Boden und ich erschoss ihn wie einen räudigen Köter. Seine Schreie gehen mir nicht aus dem Kopf. Reckon, bitte, ich habe immer noch Zeit. Tu das nicht.
Alice, was haben wir getan? Was wäre, wenn ich einfach verschwinde? Was, wenn ich mich einfach aus dem Staub mache? Tut mir leid, Alice. Regan. Tja, wohl doch kein so ein toller Hecht, wie er doch geschrieben hat bei der letzten Notiz. Da hat er wohl gedacht, er müsste sich selber Mut zuretten. Und im Endeffekt war es genau so ein Mensch wie alle anderen auch. Und hat sich verdrückt. Aber ich kann es nur vollziehen. Vielleicht finde ich welches. Okay, jetzt haben wir unseren Behälter. Immer mal lieber horche, wenn sowas ist. Wenn man so einen kleinen Abschnitt gemacht hat. Okay, also wir haben jetzt unseren Behälter. Und wir haben einen Saugrüssel. Oh. Stalker. Stalker auch noch. Wo? Okay, da ist einer. Wo noch? Oh nee, die Geräusche wieder, Mann. Verreck doch in der Hölle, Mann. Du genauso, Mädel. Oh. Mann. Da geht man schon ganz schön die Düse wieder in so einem Level. Boah, Mann. Zwar noch kein Blitzekacke, aber boah, das... Oh, da kommt schon der nächste. Oh, Mann, das Gehechel. Da hinten ist noch Bella. Komm her, du Freak. Oh. Wo bist? Ja, komm her, du Klotzkopf. Ja, komm her, versteck dich nicht, du Kröte. Ja, renn, sei mutig. Oh, Mann. Waren das alle? Gut, Und die so. Ellis sagt mal, es wären soweit alle gewesen. Jetzt Benzin. Ich vertrauere soweit erstmal. Oh, Mann, ich hab schon ganz trocken die Gosch. Und ich die Sache, an der Stelle mache ich ja erstmal einen Cut, damit ich erstmal aufs Scheißhaus kann. Mir geht ganz schön die Muffe, ihr liebe Leid. Und wie gesagt, ich weiß genau, was das hier für eine Stelle ist. Ich hab's doch gewusst, dass es wieder so elendig Jumpscare, Horror, Psycho, Schlag mich tot Stelle hier ist. Und wie gesagt, ich mache jetzt erstmal hier meinen Cut. Und ihr könnt euch denken, was im nächsten Teil kommt. Mehr von dem Zeichen, was wir jetzt gehabt haben. Bleiben gespannt, es bleibt wie immer spannend und mir wird beim nächsten Teil wieder ordentlich die Muffe gehen. Bis dahin, machen's gut, Iron Yankee.